Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, heute, da komme ich mal mit leeren Händen zu euch. Im realen Sinn sind sie wirklich leer, im übertragenen Sinne wären sie das auch fast gewesen, denn ich bin ein bisschen angeschlagen und fast wären mir keine Ideen gekommen. Aber nun möchte ich euch doch meine Hand reichen, und zwar durch das Video hindurch. Denn in unseren Händen, da liegen ja ganz viele Möglichkeiten, was wir damit machen können. Ganz viel Potenzial liegt in unseren Händen. Und unsere Hände, die sind damit wie unsere Möglichkeiten, Fluch und Segen zugleich. Beides können sie sein. Was machen wir damit? Jeder einzelne von uns muss das immer wieder für sich selbst entscheiden. Wollen wir Liebes- oder Hassbotschaften in den Computer eintippen? Kirchentüren damit öffnen oder anderen die Tür vor der Nase zuschlagen? Zuschlagen oder einschlagen? Ich finde, der Glaube zeigt uns auch ganz tolle Möglichkeiten auf, was wir mit unseren Händen machen können. Wir können unsere Hände anderen reichen. Wir können Gottes Hände auf Erden sein. Wir können andere tragen und unterstützen. Wir können die Hände falten zum Gebet. Wir können Hände auflegen und Segen geben. Wir können Segen empfangen und Segen weitergeben. Und Segen bedeutet dabei, das Göttliche weiterzugeben, es zu verteilen und es auch in meinem Mitmenschen zu erkennen. Und das bitte ich euch zu tun. Gerne auch mal heute es auszuprobieren, was ihr da genau tun könnt. Für was genau, das muss ich euch nicht sagen. Ich denke, da habt ihr schon eine Idee und das kriegt ihr garantiert gut hin. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Ich reiche euch die Hand oder fühlt euch doch gedrückt. Bis denn. Tschüss. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.